Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich fange jetzt gleich mal an mit diesen Tipps und Tricks für die Maps. Ich habe jetzt genug auf die Fresse bekommen und von dem her kenne ich die Spots, wo sie alle sind. Ich mache in dem Sinne mal eine Version 1 und in ein paar Wochen gibt es dann vielleicht mal eine Version 2, je nachdem wie viel neue Erkenntnisse dass man dann noch gewinnt über die Maps. Ja, spiele hier jetzt einfach mal mit etwas, wo ich ein bisschen schnell bewegen kann und ich tue mich natürlich auf Domination konzentrieren, weil das ist halt immer noch der Spielmodus, wo ich am liebsten zocke. So einfach ist es. Also, zur Map, Carrier ist es und in meinen Augen ist das die schlechteste designteste Map, die es gibt in Black Ops 2, weil das Problem ist, es ist alles offen. Es ist ein richtiges Snipe-Fest, die Siechen gammeln überall unter den Flugzeugen, zeigen es dann her. Hier hinten auf dieser Schräge, hier hinter einem Helikopter. Und hier erzähle ich sicher niemandem etwas Neues, weil jeder, der die Map schon mal gespielt hat, weiss es. Hier sind sie am Schimmeln die ganze Zeit. Und ja, es ist von dem her eigentlich mühsam. Und ich würde jetzt mal sagen, eine Maschinenpistole empfehle ich eigentlich nur eingeschränkt auf dieser Map. Weil man kann klar auf dieser Seite hier durch. Und für die es noch nicht wissen, da draussen kann man auch her. Kann er auch irgendwie hier durchzischen. Oder man geht runter. Von dem her nur mit Vorsicht zu geniessen, würde ich hier empfehlen. Also, aber eben, die Sache ist eigentlich die... das geht auch. Hey, nein. Ja. Also, es wird gehen, aber fucking dangerous. Nicht zu empfehlen. Und vielleicht habe ich mich jetzt hier auch nur ein bisschen dumm angestellt. Eigentlich wollte ich es nur mal schnell probieren. Moment hier. Nein, also gut. Lassen wir das so sein. Wenn man nicht gerade im punktgenauen Moment andrückt auf der Xbox, hebt er sich nicht fest und man geht runter. Also, man kann hier unten durchzischen, aber die Sache ist eigentlich die, egal ob man hier raufgeht, da haben wir dann das C logischerweise, davor ist das B, man ist extrem exponiert schon, sehr schnell. Und auch wenn man dann hier unten rausgeht, ist man schon wieder eigentlich voll im Offenen. Und es gibt in dem Sinn gar keine Möglichkeit, zum A rüberzukommen, wenn ich mich nicht täusche. Weil hier so unten durchschnucken geht, glaube ich auch nicht. Nein. Aber ja, gibt es keine Möglichkeit, wo man gedeckt zum A rüberkommt. Und ich finde, es ist ein Flugzeugträger, sie hätten mindestens eine unterirdische Verbindung, wenn nicht sogar zwei, zwischen dem A und dem C müssen machen. Damit einfach auch die Leute, die halt nicht gerade eine Langstreckenwaffe haben, auch eine kleine Chance haben. Ist ganz leid. Finde ich, ja. Offensichtlich. Und was auch ganz leid ist, hier hinten auf dem Flugzeug hocken sie auch extrem gern. Und ich zeige euch jetzt das schnell aus dieser Perspektive. So, schnell hier drauf. Kannst du hocken und hier direkt reinschießen. Und hinten dran ist gerade der Spawn. Also wenn hier einer mit der Sniper hockt, kann der hier richtig schön abkassieren. Ein Zeitchen sind sie, oder auch mal anfänglich, sind sie gerne auch hier runtergelegen. Was auch nicht so schlecht ist, aber du bist halt extrem hilflos, wenn dich dann einer verwünscht. Ja. Das mal zu dem Punkt. Und wenn wir schon beim Anspawnen sind, der ist ja immer hier hinten, ist es dann so, dass, wenn man nicht davor rausläuft, wo man abkassiert werden kann, läuft man hier hinten raus. Das heisst, man kommt hier raus, oder man läuft hier hinten durch. Hier hinten warten ganz sicher schon die Sniper. Hier ist man auch wieder exponiert. Und jetzt kommt der Oberchiller, Killer, dort haben sie mich mal richtig gefickt. Der hier ist auch wunderschön. Weil von denen bist du nicht einmal so schlecht gedeckt und wenn ein Kollege hier am Schauen ist, kann man das B richtig schön abdecken. Weil ich meine, du kannst sie wunderschön abkassieren, wenn sie rauszäckeln kommen. Und das wird einem eben schon ein bisschen zum Verhängnis. Natürlich geht es dann auf der anderen Seite genau gleich. Und gut, kommt jetzt schnell das Rundenlimit. Dann kann ich dann auf die andere Seite wechseln. Das Rundenlimit, nur schnell am Rand, ich habe es auch schon erwähnt, finde ich eine gute Sache, weil eine Position ist immer bevorteilt. So haben alle die gleiche Chance. Also, hier zieht man dann raus. Und ihr seht, man kann hier einerseits ein bisschen drüber kontrollieren, aber beim B hat es natürlich viele Ecken. Man kann sich hier herlegen, man kann sich hier ein bisschen positionieren. Man kann sich wirklich so, so platzieren, dass der Gegner es schwer hat, einem zu geben. Hier ist ein richtig schöner Camperspot, einfach nur, dass ihr immer schön reinballern, wenn ihr daherkommt. Und ja, der Rest ist einfach eigentlich so. Ihr seht es ja selber, es hat extrem viele Deckungen. Und man muss die eigentlich fast nutzen, weil wenn man hier vorne übers Feld zieht, das, wie gesagt, von hier oben kann die einen abkassieren, hinten kommen sie vielleicht hier durch beim C, hier können sie von rechts kommen und von dem her, ja, wie gesagt, man ist extrem exponiert und man muss eigentlich fast von Deckung zu Deckung ziehen, vielleicht ein bisschen mit Rauchgranaten arbeiten oder was auch immer.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Was näher ist, dahin kann man sich noch gut verstecken, zum Beispiel das C4 reinschmeißen, ein HG oder ein Semtex, je nachdem wie gut dass man da im Bereich ist. Der ist auch nicht schlecht oder klein, da muss man halt schon drüber nehmen in dem Sinn. Und ich sage jetzt mal, beim C-Spawn, wenn man da auf die Welt kommt, kann man sicher da einen durchziehen, den Sniper ziehen, geht immer, geht auf die Kante dort hin. Und wiederum ist dann hier eigentlich auch noch ein guter Spot. Weil so sieht man ein bisschen aufs B, aber es ist natürlich der hier hinter der Flugzeugspitze ist dann fast nicht sichtbar. Da muss man mindestens einen von vorne haben. Und wie auf jeder Map, wenn man nicht wirklich ein bisschen im Team koordiniert, ist es zum Teil extrem schwierig, die abzukassieren. Und ich weiss, es gibt gegen jede Position eine Counterposition, aber ich wollte euch hier jetzt noch mal schnell zeigen, ich meine, wenn der dort auf dem Flugzeug liegt, du kommst einfach rauszäckeln und häufig ist man, wenn man gerade spawnt, ziemlich noch ein bisschen angepisst vom letzten Typ, der einem abfickt. Und darum will man dort raussäckeln und weitermachen. Das sind das richtig straube Spots. Ja, das wär's zu dem. Ich meine, hier hat man auch einigermaßen einen Überblick. Es geht jetzt aber nicht darum, dass ich hier schon Teamaufstellungen diskutiere, weil das gibt es natürlich dann auch. Das ist das ultimative Ziel, sage ich jetzt mal. Wenn du jedes Match gewinnen willst, gibt es in meinen Augen 4 bis 5 Schlüsselpositionen. Das heisst, 4 könnten so ein bisschen strategisches Verteidigen machen und 2 wären ein bisschen Slayer vor den Rusher, die der Gegner zum Teil ein bisschen abdrücken. Wenn man das B einnehmen will, ist es in meinen Augen ja nicht einmal mit Marathon und Lightweight sinnvoll, wenn man gerade Führerzieher und Zahn oder die C nicht einnimmt. Der Gegner ist zu schnell da. Man kann mit Rauch ein bisschen unterstützen und hier vorne halt die Sicht blockieren, aber schlussendlich können sie Hagens reinschießen und Zeug und Sachen. Das Trophy-System habe ich auch mal ausprobiert, das hat sich noch bewährt. Es nimmt zwar nicht mehr so viel Hagens auf wie im MW3, aber man kann auch 2 mitnehmen, wenn man unbedingt will. Und ja, rein von dem her, das B ist ja immer stark umkämpft. Und hier verschiebt sich zum Teil wenigstens aber noch ein bisschen auf die rechte oder auch die linke Seite, aber wie gesagt, die Seite hier mit der Klappe, ja, ich weiss es nicht genau. Aber es freut mich natürlich, dass die Sniper sich hier austoben und Zeug und Sachen, aber zieh euch das mal rein. Du siehst hure viel. Und zum Glück haben sie das brennende Wrack hier noch hergelegt. Weil sonst könntest du das B auch noch überblicken. Also eine komplette V-Konstruktion ist es natürlich schon. Ich meine, die Leute sollten ja eigentlich verstehen, was sie machen. Aber andererseits, wie gesagt, ich spiele die Map am wenigsten gerne. Weil ich halt nicht unbedingt ein Sniper bin und meistens ja, mit der SMG rumsäckeln, dann bewährt sich das hier eigentlich häufig nur schwerlich. Also es ist immer ein extremer Krampf auf dieser Map, finde ich. Ja, das wäre es mal gewesen. Ich bin gespannt, was ihr noch herausgefunden habt, was ihr dazu zu sagen habt. Gebt mir doch ein Feedback. Und ja, wünsche euch einen schönen Abendtag, wenn ihr das auch immer anschaut. Ciao zusammen.